Hey, welkom til program Waagwijsheid. Vrij me wat de Bibes. En we gaan vandaag wat ganz interessant. Joachim Zawodzi is hier. Hij is Bibelschullehrer en heeft lang in de Bibelschule geleerd en ook recht nu. En we willen vandaag met wat ganz interessante tekst nemen. Dus ik denk dat we onze vrouw moest stellen waarom dat vandaag is. So, die Frage, die ich hatte, wie sind Fundamente vom wahren Glauben? Und was sind Dinge, die einer sagen kann, die zum wahren Glauben gehören? Und was sind Dinge, die einer sagen, die sind nicht so wichtig oder sind nebensächlich, wo einer sich vorhin uneinig ist. Aber wenn man sagt, die Frage ist, was sind Fundamente vom wahren Glauben? Ja, ich glaube, ich habe hier den wunderbaren Vers von Menno Simon in 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund, also einen anderen Grund kann keinerlei aus dem, was Jesus Christus ist. Das heißt, wenn jemand irgendwie das Heil versiegt, wie Christus am Talent in Gott zu kommen, dann ist er besiegt. Das ist ganz klar. Und Christus jeftet kein Weichram. Sein Opfer muss kommen, sein Blut muss schälen. En så kan vi till Gott komma över och uppränka en annan väg. Då säger Paulus dann, wenn das Fundament gelegt ist, dann gibt es ein paar Grundwerte. Ich glaube, ein paar Grundwahrheiten, das eine ist hier dann in Hebräer Kapitel 5 sehr fern beschrieben. Diese Grundwahrheiten sagt er dann einfach amtje. Der Mensch muss erkennen, dass er schlecht ist. Das gibt bloß rein keinen nicht, was gut sein und zu Gott kommen kann. Ja. En du moet hij boete overdoen en te Christus komen. Dan zegt de Hebreeënbrief ook dat we moeten geloven dat God geeft en dat hij recht wordt. Dat is ganz wichtig. Viele geloven niet meer dat God geeft. Also dat is ook een ganz klares fundament van zijn geloven. En dan komt we leren van Duipen. Dat zegt de Hebreeënbrief ook. Dat Duipen heeft die opgave alle Welt. Wat man anzudehnen hat, zu sagen, ich habe nu die Macht gewechselt vom Satan nur Christus. Ich glaube, dass jeder mit dass Christus sagt, wer sich mit mir schämen wird, mit dem will ich mich auch schämen. Wir sollen uns mit Christus nicht schämen. Und dort öffentlich in die Gemeinde, die Deupe bekannt geben. Nu habe ich einen anderen Herrn und ich will ihm deinen, ich will ihm treu bleiben. Und dann sagt er auch noch von der Hängerbleibe. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Ältesten. Das Hängerbleibe hat vor allem zwei Abgaben. Das eine ist Ansehen zum Dienst, wenn die in die Mission gehen oder in die Gemeinde eine Arbeit übernehmen. Das andere ist auch, wenn Menschen schwer krank sind, zum Trost vermitteln, dass die das auch sperren können, die beide wirklich verändern. So, das ist eine sehr schöne Sache, ein Fundament. Dann noch zwei Dinge. Das andere ist, wie man auch glaubt, dass die Auferstehung von den Toten gibt. Die bleiben nicht im Grab. So viele Leute bloß, das gibt bloß ein Gestwesen. Nee, die Bibel lehrt immer auch ein Körper, was in dem Grab abstehen. Und dann das ewige Recht. Ja, das hat dann auch mit Gott zu tun. Ja. So, der wahre Glaube, das Fundament vom wahren Glaube ist die Person Jesus Christus. Sein Schäke, sein Werk, sein Tod und sein Auferstehen. Und sein Wiederkommen, ja. Und sein Wiederkommen. Ja. So, dort sperrt sich eine einfache Sache. Dort einer sich kann ja daran einigen. Dort verschiedene Schäke sich können daran einigen, dort die Wahrheit ist. Aber nur ist das, weil wir alle nicht so, dass wir alle uns einigen darauf. Dort ist es dort ist. Oder wir sind uns darauf einig, aber wir tun unter der Tau. So, den Vers, den du erwähnst von 1. Korinther 3, da redet nachher noch von aus Halt verbrennen oder rauskommen aus Gold. Okay, die Worte, die einer tät, die wollen entweder verbrennen oder aus Gold selber rauskommen. So, diese Sache wird nicht im Fundament nennen hier, oder ich weiß nicht, sind die weniger wichtig, oder wo wird einer dort verstehen? Wenn man sagt, das ist ein Beispiel von Kopfbedeckung, von, wenn Petrus sagt, der heilige Mann soll hängen abheben in der Kirche. In einer Kirche wird dort gedoen, in anderen nicht, obwohl es an Petrus steht. Oder, ich weiß, wir wollen nicht kennen in dieser Zeit all diese Dinge nur einzeln durchgehen, wenn es mehr wichtig ist, wenn es nicht. Aber wenn einer dort wird nicht allgemein diese Sachen nehmen, wird bitte dort erst, was du dort erklärst. Will jeder einer mit seinen Dingen an?
Ja, das ist fijn dat du sagst, bij 1. Korinther 3, een beetje wieder, van Alf wieder, wat je zegt, dat je zijn de mensen die bouwen op dem Fundament, met hout en met stro en met hij. Ja. En dat verbrannt ligt. We zullen met edelsteinen, we zullen met gold en met zilver. Dat zijn alles steinen wat niet verbrennen. Dat heute worden dat gerecht, eeuwig dat die echt zijn. Dat andere ist, du hast viel Menschen, egoistische Menschen, wo ich nennen möchte. Was nicht echt ist, das verbrennt. Ja. So, und da ist auch am Schluss noch eine starke Warnung. Die sagt, wenn wir durch Tischtour ab mit egoistischen Motiven arbeiten, und du dich vielleicht sogar die Gemeinde verstieren, dann war jeder mit Miete deine Hand. Dann hat sie kommen in Rechte. Ja. Also wer meine Gemeinde wordt verkeulen, dat twee merken, die hebben met God te doen. So, dat is niet een harmlose Sache, weil wir ab dem Fundament bouwen. En leider heeft het aber sehr viel Koblerien. En ik mocht een paar Prinzipien mitgeben, wenn man door zijn Fall mit umgehen soll. Ich glaube, sehr wichtig ist, wenn wir 1. Korinther 7 noch mal zu nehmen, Paulus sagt, einmal sagt er, dies sage ich aus ein Wort vom Herrn. Das nächste Mal sagt er, das sage ich aber von mir aus. Ja. Das sagt er ein paar Mal Herrn drei. Und das verwirrt eins auch und merkt ein bisschen durcheinander. Aber wenn man mal näher hinschaut, dann ist das eigentlich der Weg, was uns du helfen kann. Weil die Dinge, die der Herrn anordnet hat, die sind nicht zum Diskutieren. Nee. Die muss wir stehen lassen und die muss wir respektieren. En ik neem aan dat die dingen wat hij onordent, die zijn volken waarhouden die zich. Ja, ganz genau. Das ist leicht richtig kriegen und klar zu verstehen, ist ein bisschen, was ich am Anfang dann sehe, ja. Dann kommt eine zweite Kategorie. Dort sagt Paulus, weil Gott als Apostel Wort Gottes angegeben hat. Dort gibt er manchmal auch sogar als Befehl. Da mochte er auch nicht diskutiert haben. Zum Beispiel, dass er früh nicht den Lehrdienst übernehmen soll. Weil er sagt, Eva hat sich einen Leihe lassen, Adam nicht. Also der Mann ist von seinem logischen Denken ein bisschen versichert, ja, was die Lehre angeht, aus der Früh, weil sie gefallsmäßig da durch Tüß ist, lässt er sich leichter von scheinen Gefallen vielleicht auflenken. Und dann sagt der Kreis im 1. Timotheusbrief, ich mochte nicht, dass der früh lehren das. Und da mochte er auch nicht über diskutiert haben. Aber das andere sagt er, das jeweils aus Empfehlung, das sei ich nicht der Herr. Und dann erwähnt er dann zwei Sachen. Das eine ist, ich möchte leider, dass keiner frei hat, weil das Missionsarbeit ist sehr drängt. Und dann alle Zeit haben zu missionieren. Aber sagt er ganz klar, dort muss die mit Christus handeln. Ich sage das bloß aus Empfehlung, ich kann ihn nicht am Jeneiten Krippe bestimmen. Ja? Das andere ist die Berufung. Zu was sei ich berufen in der Gemeinde? Auch dort muss die mit Christus handeln. So, wir haben da eigentlich eine Abstufung, das gibt einen Bereich, du sind Christen große Freiheiten teilstehen, ja. So, du dort mit Christus im Gebet, im Bibellesen selbst handeln, aus China, Bolivien gehen oder in Kanada gehen, kann ich China verdammen, aber ne? Das geht nicht. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, wenn wir dann mit Randtimer studieren haben. Ich möchte mal vielleicht ein bisschen so heute dieser nehmen, aber ich sage nicht, dass ich hier die Lösung bringe. Das Thema wie eine Ehescheidung war befreien. Ja? Wenn wir ganz ehrlich sind, und die Bibel sagt, Leute, was sie will, dann sage ich dir klar, das ist mein Verständnis, die Ehe zwei Merker es sind, die Breche es sind, und wahre Friede es auch sind. Das sagt Christus auch. Bloß, was ist, wenn alles gerannt ist? Han Ehebrecher noch einen Platz an der Gemeinde oder haben die dem nicht? Und was machte die tun, dass die waren an die Gemeinde ankommen? Die mochte ihr Leben abriemen, ja? Und nun kommen wir dann so leicht gekabelt an. Die eine Partie sagt, wenn wir die Ehebrecher abnehmen, dann erlaubt ihr, wie sind. Dann unterstellt, wie sind. Die andere Partie sagt, wenn wir das nicht verzeihen, dann wird Christus uns auch nicht verzeihen. Aber die haben da einen Denkfehler gemerkt. In Wirklichkeit sei beide Partien, ja, die Schrift lehrt, dass das bad Sinn ist, bloß die sind sich nicht einig darüber, was sind die Früchte der Buße.
was soll der eigentlich tun? Soll dem Partner vara gående låta, oder soll dem ersten drei gående? Du über Worten Wirklichkeit gekabelt, aber nicht über Sinn oder nicht Sinn. Ja, wenn wir das klar haben, was Sinn ist, und das andere erst dann in so ein breites Feld, am sich zu über zwischen, ich glaube, wo wir immer im Gespräch bleiben müssen. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich zu sagen, die besten für sind und die besten jeden Vergebung. Und dann haben wir die verurteilt und dann haben wir den größten Zank, ja. Ich glaube, so eine Dinge sagen, das Neue Testament hat Prinzipien und diese Dinge müssen da noch ohne seine Wörter da ist. Ja. Ja. Wenn du gleich von Prinzipien redest, ein sehr Mann, was ich mal gelesen habe, der sagt, Jons, das so viel als möglich biblische Prinzipien predigen und nicht Gesetze mit abhassen, was die denn. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Wenn du an die Kleider geht von der Früh zum Beispiel, ja. Wenn ich nicht sage, ich würde eine Gesetze predigen, dann würde ich sagen, der Reiche muss so viel Euro neu sein. Und dann würde ich einen Zentimeter Mord angeben. Dann würde ich mit Gesetzen, mit Paragraphen kommen. Aber wenn ich sage, wenn ich Prinzipien predige, dann würde ich sagen, je früher benehmt ihr so, dass andere Männer nicht andere Gedanken Ehebruch verletzt wird. Auch das ist nicht leider. Und wenn ihr weiter wählen wollt, eine erotische Ausstrahlung ist, dann kann ihr bloß eine weltliche Zeitschrift oder ein Fernsehen betätigen. Dann wollt ihr ganz genau, mit was die früher die anderen Männer abreizen. Und dann kann ihr Selbstmord nehmen. Weil, wenn wir den Mord vergeben, das ist für eine große Früh und für eine kleine Früh, sei unerschrecklich, das schafft er nicht. Ne? Aber wenn ich die Prinzipien klar habe, dann soll ich wieder das Wort Gottes. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Gemeindeglieder weiter, aha, ich habe das nicht mit dem Wort Gottes zu tun, und nicht mit einer privaten Ansicht von Prediger. Oder vom Gemeinleiter oder von anderen Christen. Ja. Und dort steigt auch die Verantwortlichkeit von jedem einen. Ganz genau. Wenn es in Wirklichkeit wollte jeder einer vor dem Herrn stehen und da wird das gerecht sein, Ja, nicht? ganz genau. Was mir hier interessant wird, immer war mir wichtig ist, ja, wir haben diese Meinungsverschiedenheiten, ja. Ja. Aber wenn du diese Punkte nicht mögst, das wir Paulus in der Meinung, das wir durch sein Amt, was Gott am übergeben hat. Oder ein Befehl von ja, Gott. Oder das wird der Befehl direkt von Gott, von Christus. Ja. Ja, und den Menschen, dort nicht antasten ist, das ist er. Ja. Und das wird sich nicht verändern. Genau. Ne? Und das wie du einfach so, und das wie vielleicht ganz klar diese Frau, sie waren nur zwei Brüder, eine verschiedene Meinung haben. Ja. So, die Bibel redet immer wieder von Leib und Jans Christi. Ja. Und so Ja. passiert gerade durch diese Verschiedenheit, dass die hineingehen. Oder dass die sich direkt so viel anivern, dass sie hassen nachher. Nicht? Und dass sie einmal das Schule da. Mir ist hier das sehr wichtig, was heute wirklich demütig sein. Einzig Leute schwarz antreiben, dann mit Kram gehen, in das Jahr, der nicht hoch am gesagt haben. Die Bibel beschriftet anders. Die Bibel sagt, wer demütig ist, der soll nicht mehr von sich heulen aus Beamte zu finden ist. Und was ist Beamte zu finden? Erstens mal, er braucht Vergebung. Wenn er Vergebung braucht, bedeutet, dass er nicht alles kann, und auch Dummheiten merkt, und auch Denkfehler schafft, Überleihungen, gute Scheif. Und deswegen braucht er auch die Hilfe von anderen, und er braucht auch die Korrektur von anderen. Und ich kann auch damit rechnen, dass ich egoistische Motive habe. Meine Aufsichten sind nicht immer rein. Manchmal kann ich sehr fromm abkommen, aber ich habe dann hier Gedanken andere Ziele mit. Ja? Sehr dumm, wenn wir dort klar haben, was Demut ist, dann lässt sich das vielleicht auch miteinander reden. Deswegen hat Jesus Christus auch die Epheser-Gemeinde so sehr kritisiert und sagt, die haben die erste Leib verloren. Warum? Die erste Leib rechnet damit, ich sehe einen Fehler auf den Menschen und ich brauche immer weiter Vergebung. Und einzig treten immer so ab, als wenn sie niemals Fehler merken. Und das Ganze so schwer merken, ja. Und deswegen sagt hier auch der Jakobus, Kapitel 3, Vers 17, insofern, Lied lotjend auch was sagen.
dat voor ons wordt furchtbar schwer. Lutjend mal wat sagen. Ja. En nicht so dünn, als wenn ich die ganze Weisheit bei mir habe und ich habe begriffen. Manchmal weil wir te fromm sind, wie würde manchmal die Bibel sogar ein bisschen ergänzen wollen. Bloß mal krieg ich ein Beispiel. Am liebsten würde Menschen geben, die würde sagen, jeder, was Christ ist, darf niemals Bier oder Wein trinken. Ja? Und das steht doch nicht in der Schrift. Die Schrift warnt so dafür. Und wenn es nur mir ging, würde ich den Bier auch aufschaffen. Da muss ich frei sagen. Aber wenn wir dann so weit gehen, dass wir dort aus Gemeindegesetz abstahlen, dann wollen wir den zwei merken. Dann wird es eine Spaltung geben. Ja? Und, aber andererseits soll es auch nicht zu leichtfertig sein. Ja, einige nutzen das dann aus, und das steht doch nicht in der Bibel, und dann lässt sich zu falsch stellen. Ja? Einige sind so leichtfertig, und die anderen sind zu genau. Und die beiden Typen haben wir dann immer wach. Ja. So dat is een Gespräch, wat eigentlich niemals fertig abhören. Ja, klar. Ja. Ich glaube, es ist sehr interessant. Wir haben alle viel geleerd. Und das ist der letzte Gedanke, die, und auch für mich selbst, und ich glaube für uns alle immer waren auch, und diese Verschiedenheiten, dass wir uns was sagen lassen, und dass wir auch demütig sind. Klar. Und dann wirklich auch dort, was der Bruder uns sagt, wird er auch dort testen in seine Wurstheit. Nicht? Und welche haben wir Frieden und Leben haben miteinander. Ganz genau. Dankeschön, dass du dabei bist. Beim nächsten Mal im Programm Wachwieser.